Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Und jetzt gehen wir nochmal hier in der Behausung des Leichnams vorbei und gucken uns mal hier alles genau an. Das, was Charlaxel sucht, ist auf jeden Fall hier. Oh, Moment, ich habe doch eigentlich die... Naja, egal. Hier haben wir auf jeden Fall eine schicke Rüstung drin. Beschlagener Lederwams. Rüstung der Viper plus 5. Die Rüstung hat ihren Namen aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften von einem Drow-Meuchelmörder namens Raro erhalten. Raro arbeitete besonders gern mit Gift und fand die besondere Schwachstelle dieser Rüstung rasch heraus. Er überreichte sie als Geschenk an Aflorm, einem vielversprechenden Novizen in seiner Gilde. Aflorm wurde schließlich so mächtig, dass er Raros Machtposition bedrohte, aber dank der ihm unbekannten Schwäche der Rüstung wurde er von Raro mit Leichtigkeit eliminiert. Besondere Fähigkeitenträger erhält -2 auf Rettungswürfe gegen Gift und Lähmung und Rüstungsklasse von 2. Rüstungsklasse 3? Ja, das ist doch etwas besser als das Geschenk der Nacht plus 5. Warte mal, gucke. -3. Ja, das ist doch tatsächlich etwas besser. Das nehmen wir von daher mit. Das passt dann schon. Ausgezeichnet. Und gegen Lähmung kann ach nie schaden. So, dann holen wir noch das Zeug für ihn. Und dann noch plündern wir den Turm des Leichnams in aller Ruhe. So, da haben wir noch die Sache hier. Die können an Edwin weitergereicht werden. Wieder begrenzte Wunsch. Machen wir auf jeden Fall noch rein. Und die magischen Meteoriten. So, begrenzter Wunsch ist natürlich an und verkehrt. Aber, wie gesagt, da braucht man schon relativ hohe Weisheit, aber bei Edwin ist die ziemlich scheiße, deswegen werden auch die Wünsche, die man ausspricht, nicht so besonders gut sein. Sobot, jetzt haben wir noch das hier, das reichen wir jetzt auch noch weiter. Einen Alp, stinknormale Stufe 1 Zauber, können wir machen, um Erfahrungspunkte zu kriegen. Und hier haben wir noch Direxens Edelsteine. Direxens finde ich eigentlich auch ganz gut. Direx mit Apostroph hätte ich jetzt gesagt. Direx Edelsteine, Direxens. Egal. Bei Secret of Mana sage ich ja auch immer Heinzens Waffenlevel. Insofern egal. Und du seid ja schon wieder und bringt die Edelsteine mit. Wirklich, Abdel Adrian, ihr habt all meine Erwartungen erfüllt. Ach, was sage ich übertroffen? Ich nehme dann mal die Edelsteine an mich. Schöne Dank, ach. Ah, sie sind doch wunderschön, oder? Wenn man bedenkt, dass die Gelat, die hübsche Dinger der Welt mehrere Jahrtausende vorenthalten. Was für Schande, Visage. Wie sagt ihr, wie viel kriegt man dafür auf dem Schwarzmarkt? Oh, ganze Menge, Hauptmann. Es gibt mehr als nur ein paar Adlige, die ungeachtet ihres Wertes teuer für die Gelegenheit zahlen würden, die Gelats zu ärgern. Wohl wahr. Ich wünschte, ich könnte jetzt dort sein. Ich würde nur so gerne den Gesichtsausdruck von der Mutter Oberin sehen, wenn sie rausfindet, dass wir unsere Bezahlung trotz allem beschafft hätten. Moment mal, ihr habt doch gesagt, die Edelstähle würden die Seele eurer Männer enthalten. Glaubt ihr wirklich, ich würde meine Männer im Kampf gegen Leichnam riskieren? Ich wollte die Bezahlung, die mir schuldig geblieben ist, und mich an der Mutter Oberin für die Beleidigung der Brigandaerte räche. Ich hab jetzt nimm die Seelensteine, nicht nur die Seelensteine der Mutter Oberin, die das Haus Chelat begründet hat, sondern ihr habt außerdem noch ihren Verbündeten Direx getötet. Der Leichnam hat ebenfalls zu dem Haus gehört. Ich denke, dass sich die Brigandaerte bei Haus Chelat revanchiert hätten. Würden ihr das auch nicht so sehr, Abdel Adrian? Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, aber wir hätten ja sowieso was für ihn holen müssen, insofern. Ich bin nicht euer Scherge und ich verlange Bezahlung. Aber ich erlaube euch, euer kleines Geheimnis zu wahren, Mitglied der Halbling. Ist das etwa nichts wert? Ich erlaube euch, so lange mit der Drow zu tanzen, wie ihr wollt. Mich kümmert's nicht. Ich hätte jetzt gern mein Seil zurück. Lasst mich euch die Bürde abnehmen. Hier ein bisschen Gold für eure Mühe, mein Freund. Wenn was ihr aus eurem Zusammentreffen mit mir herausholt, obliegt euch. Ihr könnt verbitterte Spieler oder ihr könnt die Situation ausnutzen. Direx ist tot, plündert sein Turm, bevor der Magier des Hauses Sorcerer den Turm auf magischen Weg versiegeln. Außerdem könnt ihr den Gelat-Schutzstelle einsetzen, um das Haus zu betreten und es ebenfalls zu plündern. Falls ihr euch dazu entschließt, werde ich sicherstellen, dass ihr den Gelat nicht gelingt, die restliche Stadt zu alarmieren. Und falls es euch die Mutter Oberin zu töten und ihr Haus damit auf dem ewig zu ruinieren gelingt, dann kann ich nur sagen, dass ihr recht geschehe wird. Typisch für euch Schurke, so selbstverständlich zu manipulieren und zu betrügen. Abdel Adrian hat schrecklicher Gegner als euch besiegt. Wir werden unsere Rache kriegen.
Nee, ich fürchte, das wäre ich nett. Das wäre nett. Frustrierend. Was? Das ist wohl am besten, wenn ihr mich einfach wieder vergesst. Oder er leidet noch einen Schlaganfall. Es ist wohl an der Zeit, dass ihr noch Ostnatter zurückkehrt. Hier warten echte Sportsmann ab, der Adrian. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Also ich persönlich habe jetzt auch nichts gegen, denn der hat ja eigentlich nur sein Interesse hier gewahrt und ich habe ja auch meinen Teil davon, weil ich kann hier +5 Dinger plündern. Insofern, ne? Das sind schon ziemlich gute Sachen, die ich da krieg. Der Zahn des Leichnams bringt alle magischen Sicherungen zum Erlöschen. Ihr könnt den Raum betreten. Ausgezeichnet. Sagt mir, was zu tun. Ich hätte eine gute Idee, das mir Dann gucken wir doch mal hier im Schleichmodus rein, was es hier noch Schönes gibt. Hier gibt es was zum Plündern. Da können wir auf jeden Fall mal hier. Gucken wir doch mal noch Falle hier. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Hui, 1100 noch was an Goldmünze. Und hier haben wir noch was. Ach du liebst, Herr Gettel. Da haben wir ja ordentlich Scheißdreck, den wir da holen können. Zack und zack. Was ist denn das für ein Ring? Edwin, was sagst du dazu? Na toll. Edwin ist mal wieder blöd wie noch was. Ungeschicklichkeitsring. Die Torheit des Narren. Der bekannteste Besitzer dieses Rings verdiente seinen Lebensunterhalt damit, dass er dessen verwunschene Natur ausnutzte. Der Narr Gregorias setzte seine unvergleichlichen Fingerfertigkeiten ein, um diesen Ring mit dem einer als Zielscheibe des Spotts ausersehenen Person im Publikum zu vertauschen. Die restliche Darbietung bestand darin, die jetzt plötzlich völlig ungeschickte und tollpatschige Person zur Freude des restlichen Publikums zu verspotten. Restlichen natürlich. Heieiei. Der Ring wurde nur entfernt mit einer Methode, die nur dem listigen Narren bekannt war, wenn das Opfer versprach, keine Vergeltung für die ihm widerfahrene Behandlung zu üben. Aber Gregoria musste sich oft hastig zurückziehen. Seine letzte bekannte Darbietung hatte Gerüchten zufolge einen schlecht gelaunten Magier der Zentil-Feste zum Opfer. Eine Darbietung, bei der er sich nicht ganz schnell genug zurückzog. Geschicklichkeit um 50% reduziert, Diebeskunst auch um 50% reduziert, Zauberversagen zu 75% und kann nur durch Fluchbrechen wieder abgezogen werden. So typische Fluchkacke. Egal, das können wir auf jeden Fall auch verkaufen. So, da haben wir nochmal jede Menge kruscht. Ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der ein bisschen mehr tragen kann als Abdel Adrian gerade. So. Armbrust der Heimsuchung +4. Die verheerende Waffe bezieht ihre Energie unglücklicherweise direkt vom Benutzer der Waffe. Die Armbrust wurde im Verlauf der Zeit dennoch von so manchen Schützen effektiv eingesetzt, aber man sollte die Vor- und Nachteile ihrer Anwendung genau abwägen. Der berühmteste Besitzer der Waffe, Guy de Lyon, setzte sie sehr effektiv gegen Räuber in einem entfernten Winkel Faeruns ein, aber er fiel einem Angreifer zum Opfer, der es geschafft hatte, an ihn heranzukommen. Leider hatte Guy de Lyon nicht mehr genug Stärke, um sich seiner zu erwehren. Besondere Fähigkeiten -2 auf Stärke des Trägers, ETB 0 -4 und Schaden -4. Puh, das ist schon heftiger Tobak hier, das Zeug. Das behalten wir auch mal hier. Und jetzt würde ich mal sagen, Edwin, du gehst jetzt einmal dran. Weil Abdel Adrian hat einfach zu wenig Platz im Inventar. Und jetzt tragen wir mal aus, was hier noch da ist. Kakoscheu soll herbeirufen, ja, das ist ein Dämon, der herbeigerufen wird, beziehungsweise eigentlich ein Teufel. Denn kennen wir schon der rubinrote Strahl der Aufhebung, Stab des Frosts, 2 Hände +2, Stab +3, Stab der magischen Geschosse und Kurzschwert +2. Perfekt. Sehr viel Müll. Aber teurer Müll. Können wir alles da ja verticken hier. Und was gibt's hier noch? Nix, wie es aussieht. Keine Gegner oder ähnliches. In Ordnung. Dann sollten wir aber noch mal gucken. Nö. Nix übersehe. Alles in Ordnung. Alles schon richtig so. Hier ist auch nichts. Ich hoffe, das bringt was. Dann gehen wir jetzt mal durch die Idee raus. Und gucken, wo wir da landen. Wir landen hier oben wieder. Okay. Na gut, dann haben wir Direks Turm geplündert. Ja, okay. Mehr gibt's hier anscheinend nämlich zu plündern. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall noch zum Haus Gelat. Und dann kriegen die, was sie verdient hätten. Und nein, es ist kein Gelato, was die verdient hätten. Die hätten was viel Wichtigeres verdient. Und zwar hätten sie Jarlaxle hier schon mal beschissen um seinen Lohn. Und ich würde sagen, bevor die noch irgendjemand anderes bescheißen können. Und es nützt uns als Oberflächebewohner auch immer nur mehr, je mehr wir die Drow schwächen und ihre Position hier untergraben. Insofern, das passt schon. Und Hauswendiger, wen juckt das schon?
So, außerdem kann der Schutzstern jetzt dann Achseit-Dienste erfüllen, den ich hier so gegaunert habe. Schutzstern leuchtet kurz auf und verschwindet. Ihr nutzt die Brecher, um reinzugehen, und dann habe ich nämlich genug Zeit gehabt, es zu lesen. Huiuiuiui. Reloa Gelat, das ist wahrscheinlich die A-Führerin, die Mutter Oberin, und hier lauter Wächter. Also erstmal alle auf sie. Erstmal auf die Mutter Oberin, damit die nicht weiterhin sauber wirkt. Weil andere Drow-Magier sehe ich hier nicht. Mutter Gelat, also Reloa Gelat ist tot. Und wer hat sie dann getötet? Vikonia. Und 8000 Erfahrungspunkte hat sie gebraucht. Das war jetzt bisher so die stärkste Einzeldrow, die nicht irgend so ein namenloser Sklavenwächter war. Die bringen 6000 Erfahrungspunkte, diese Wächter. Uiuiuiui. Also das scheint wohl ein ziemlich stark kriegerisches Haus zu sein, wenn ich mir das so angucke. Corgi petzt dann Trankreihe. Und dann geht's weiter. Die Gelatos hier, die gehen wohl ab wie Schmitz Katze. Okay, Anomen macht doch mal eine Heilung auf der liebe Korgan. Der wird's zu schätzen wissen. Und Abdel Edge weg. On. Sehr schön. Ich stehe euch zu Vikonia ist immer noch hier mit dabei. Sehr schön. Wop. Ich hoffe, das bringt was. Abdel Adrian, du wärst noch ganz schnell unsichtbar. Macht's kurz. Und Sagt mir, was zu ich mache mich ein Dendodra. Scheiße, das hat nichts gebraucht. Ich warte. Okay, Abdel Adrian hat aber nicht mehr so viel. Deswegen würde ich dann mal sagen, der geht an Abdel Adrian. Huch. Aber jede Menge. Ach ja, stimmt, der hat ja die ganze Schampel hier mit, da den ganzen Schampel mit dem Betrachterauge und Elititenhirn und so weiter verloren. Natürlich. So. Also sie sind nicht besonders stark, aber sie sind sehr viele und landen halt auch kontinuierlich Treffer. Das ist schon etwas ätzend. Sagt mir, was zu tun ist. Dann eben beim nächsten So. Schlag. Aber sie werden langsam immer weniger. Gut, weiter geht's. Edwin, du hältst dich trotzdem weiter zurück, bitte. Oh oh. Kommt, wenn es denn sein muss. Erstmal wird der umgeschnitten. So, dann schneiden wir den hier um. Und dann dürften wir so ziemlich jeden Wächter hier abgemurkst haben. Mit dem Schwert und ich werde angreifen. Puh. Also, da muss man echt lassen, das war ein sehr kriegerisches Haus im Vergleich zu der anderen. Nicht besonders viel Magier, beziehungsweise nur die Mutter selbst als, die Mutter Oberin selbst als Priesterin. Und haben alle nur Schampel bei sich. Alle nur Scheißdreck bei sich. Gewitter erleid. Okay, da haben wir ein bisschen Zeit zum Verkaufen. 2500 Goldstücke, das ist nicht verkehrt. Packen wir die doch mal durch rein und die müssen wir so behalten. Da haben wir 9 Goldstücke. Also so besonders berühmt ist das jetzt hier nicht. Ich werde unbemerkt. Die paar tausend Goldstücke ist jetzt auch nicht gerade so das Wahre. Oh. Nee, Istar Gelat, die ist anscheinend hier die Overgoscherin. Ich warte. Dann jagen wir doch mal alles durch hier. Nee, Quatsch, hier. Hindra Gelat, das scheint ja wohl die Overgoscherin zu sein. Gute Idee, das mir zu übertragen. Und... Scheiße, schnell. Lloyd sei gepriesen. Wir verdanken ihr jeden Sieg. Wer sind die Eidringlinge? Wie können sie an der Aufseher vorbeikommen? Bah, es muss sich um Meuchelmörder handeln. Los, wir knöpfen sie uns vor. Und Was wollt ihr, alle andere Oberweltler? auf Hindra, auf die Mutter Oberin. Wow. Halte mal die Gaula. Gut, Abdel Adrian mischt dich wieder ein. Auf Hindra, die bringt 14.000. Dann die Istar, beziehungsweise Ishtar. Ach nee, das ist ein Typ. Die Geräusche zu urteilen, ist es ein Typ. Machen wir es kurz. Und dann noch die 2 Wächter. Wie viel hat Ishtar gebraucht? 16.000. Puh. Wop. Edwin, weg. Und bevor er noch wieder umgeschnitten wird.
Ich hoffe, das bringt was. Und 6000 Erfahrungspunkte Scharf wieder. wird meine Hand. Gewitter erleiht. Das schreit doch mal wieder noch Massenheilung für alle. Ja, auf jeden Fall. Nur Müll. Paar Diamante. Und nur Müll. Na klasse. Also sogar die haben nichts Gescheites bei sich. Meine Fresse. Das Haus Gelat ist ziemlich arm, muss ich sagen. Das bringt wohl eher Prestige, die hier abzuschnetzeln, als wirklich Belohnung. Naja. Sag mir, was zu tun ist. So what? Da haben wir die jetzt auf jeden Fall auch noch erledigt. Ist schon geschehen. Ein ganzes Haus abgeschlachtet mitsamt 3 Mitglieder. Und der Verbündete, der alte Leichnam Dyrex, der selber mal ein Gelat war. Das ist ausgezeichnet. Das heißt jetzt erstmal hier wieder zurück. Und jetzt können wir wieder zum Tempel der Lolth. Und nachdem wir hier alles gemacht haben, was möglich ist, Ich bin dabei. können wir hier jetzt unser Aufgabe endgültig erledigen. Und das Ritual der Drow. Infiltriere. Bin ja mal echt gespannt. Das wird ganz lustig sein. Okay. So. Also wie gesagt, wenn ihr Solaufein verschont habt, dann erscheint ja jetzt, wenn man hier wieder in die Tempelreihe geht. Dann käme er hier in so einem Dimensionstor und würde euch sagen, ja, ich habe noch andere Eier, weil ich habe gesehen, wie Verehrer falsche Eier arg fertig hat und habe dann auch welche arg fertige Losser. Und wir spucken hier mal in die Suppe. So. Jetzt Wenn es denn sein muss. gehen wir dorthin, wo wir noch nicht gegangen sind. Und kümmern uns mit Hilfe des Schlüssels hier um die Schatzkammer. Und können dann hier noch die 2 Eiwächter abmurksen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Wächter der Mutter Oberin das nicht mitkriegen. So. Jetzt aber fix. Ich meine, die werden ja schon mitkriegen, dass dann nur die Wächter tot sind und die Eier... Nee, Quatsch, die Eier sind ja dann noch da, aber halt die Fälschungen. 100 Erfahrungspunkte, niedlich. Da scheinen sie ja wohl die 6-jährige Drow oder so abgestellt zu haben. Naja, wie dem auch sei. Wir gehen jetzt mal hier rein. Und hier sind die richtigen Eiwächter, würde ich mal sagen. Und zwar haben wir Lehmgolems. Ja, Stein, Stein, Stein. Okay, gut, dann widmen wir uns mal den Golems. Die greifen uns sowieso an, sobald wir die Eier an uns nehmen. Ein Schädelspalt. Von daher... Wow. Eine Verschwendung. Nein, du lässt Edwin in Ruhe. Ich warte. Ja, Wow. So. das Leben endet hier. Und drauf auf den Golem. Sehr schön. Daneben beim Den nächsten. Stein. 2 Steine sind noch übrig. So. Hier haben wir's. Gute Idee, das mir zu übertragen. Und Dracheneier. Perfekt. Das sind die Eier des Silberdrachens Adalon. Sie wurden von den Drow für irgendwelche finsteren Zwecke gestohlen. Dann machen wir jetzt nochmal auf. Und machen hier die Fälschungerei. Gefälschte Dracheneier von Verehrer. Ausgezeichnet. Mit dem Zeug bewaffnet. Gehen wir jetzt zurück zu ihr. Und machen hier noch Shady der zu. Schade, dass man Leichen nicht wegtragen kann. Aber scheint das so zu funktionieren. Deswegen spazieren wir jetzt so pfeifend und ganz unauffällig, Däumchen drehend, pfeifend aus dem Tempel der Lolth hier wieder raus. Meine Fresse. Und Ihr ganz müsst unschuldig pfeifen. Und dann gehen wir mal zur Verehrer zurück und bringen ihr das. So. Weil, wie gesagt, ohne Solaufein fehlt es einfach, dass hier noch Drache-Eier im Spiel sind. Weil so stirbt die Mutter Oberin, weil sie die falsche Eier anbietet. Und so kann man Verehrer zum Beispiel auch sagen, nö, Verehrer, los mal, du hast auch falsche Eier und dann verschwindet der Dämon. Man kann den Dämon aber, glaube ich, dann auch so töten. Ich weiß jetzt nicht, wie meine Optionen jetzt sind, weil ich als letztes halt gut die Gruppe gespielt habe. Und ja, schauen wir doch mal, wie hier meine Chancen sind. Wird unser sein. Ihr Wir werden wisst sie noch das. rausfinden.
Okay, ich würde sagen, kritische Wunden heilen können wir nochmal bei Abdel Adrian. Schwere Wunden heilen bei Edwin. Und dann sollte man nochmal kritische Wunden bei Korkan heilen. Und eine Massenheilung wäre noch ganz urig. Falls wir die noch haben. Ja. Ach ja, die haben wir ja auch noch. Bei der müssen wir uns ja auch noch melden. So, Mädel. Sei gepriesen. Wir verdanken ihr jeden Sieg. Ihr habt der Wille von Lolth erfüllt und habt euch als würdig erwiesen, noch einen Tag länger zu leben. Genießt die Gnade, dass ihr weiterleben dürft. War mir Ehre. Erdreistet euch nicht, mit mir zu sprechen. Lolth ruft euch. Ungeachtet eurer Ehre, geht. Und ihr seid nie von Nutze für uns. Sagt mir, was zu tun ist. Alter, also das ist auch so eine klassische Domina hier mal wieder. schon geschehen. Egal, komm. Ihr schon wieder. Dass ich hier der Liebling von der zukünftigen Mutter Oberin bin, ist ja auch egal. Na egal. Ah, ihr seid ein Schatz, mein brillantes Männchen. Das seid ihr wirklich. Ihr habt getan, was man euch verlangt hat und seid mit Eier zurückgekehrt. Wo sind sie? Das sind die echte. Exzellent. Es ist eine wahre Wonne, ein Diener wie euch zu haben, Männchen. Ihr habt gut ihr Arbeit geleistet. 10.000 Erfahrungspunkte gibt's auch noch. Ich gehe zum Tempel, um dem Ritual beizuwohnen. Ich erwarte, dass ihr bei meinem Sieg zugegen seid. Geht zum Tempel, wir treffen uns dort und verspätet euch nicht. Sonst werde ich äußerst zornig. So, jetzt kommt aber da noch jemand. Aha, hier bin ich. Ja, ich wundern, wer ich sein. Ja, treuer Diener von Silberne, für immer. Die Silberne ich diene, oder ihr sie etwas bittet, das ist gleich. Ich euch beobachten. Ganz interessant, euch beobachte. Ja, fast Zeit für Handeln. Ihr sei ja Silberne gerettet werden müssen. Ihr müsst ein Ritual beenden, ehe Dämon die Eier geben. Tot die Mutter Oberin, bevor versiegelte Stattler verlassen können. Ihr Eier nehme, ihr müsst und dann fliehe. Viel Wut die Priesterinnen habe während und Minute. Ihr habt vielleicht bis Druckbild durchschauer. Schnell bewege ihr müsse. Enttäuschen die Silberne, dass sie zu euch kommen, wäre ihr das nicht möge, wären Eier rette. Ihr müssen Yoda, mein Verwandter, sein, zur Tochter von Mutter Oberin gehen. Ihr müssen wann den Tempel euch auf sie. Von Bedeutung Zeit ist sehr. Glück euch wünschen ich, Menschling. Ich warte. Okay. Ich bin dabei. Na dann. Gehen wir doch mal zum Tempel. Aber mir hängen jetzt die echte Eier her, gell? Egal, was jetzt Wenn es dieser dann sein Diener muss. von Adalon gesagt hat, das wird jetzt ziemlich heftig, wäre, weil wir die Drache-Eier dann doch opfern werden für den Dämon. Und ich weiß nicht mehr, ob der Dämon uns dann angreift und ob wir überhaupt eine Chance gegen den Dämon haben oder ob wir denn für uns kämpfen lassen können. Ich weiß es gar nicht mehr, wie hier die Optionen waren. Deswegen sollte ich hier auf jeden Fall nochmal unbedingt speichern. Damit ich nochmal laden kann, falls es nicht das Ergebnis ist, was ich mir erhofft habe. So, de la peng peng. Und jips. Alle Hopf. So. Da ist er. Ihr seid krumm, das Ritual kann jeden Moment beginnen und mein Aufstieg wird überaus süß sein. Lassen wir uns Reihwelt drin. Tretet vor mich. Ah, lasst uns Wartewelt drin. Na gut, alle Vorbereitungen wurden getroffen. Es ist Zeit, um im Ritual zu beginnen. Im Augenblick sind die Dunkelelfe, die urgefochtene Herrscher, ans Haus des Pana steht an oberster Stelle unter ihnen. Stellt sicher, dass nichts mehr Handlungen unterbricht. Wenn der Dämon erscheint, greifen nicht an. Fehlverhalte von hier Anwesende wird mit schnellem Tod und ewiger Pein bestraft. Jetzt werde ich beginnen. Und. Ich sehe sie immer noch so. Sie schüttelt immer noch ihr Schuppe aus dem Rohr. Und wieder Ladung Schuppe aus der Rohr geschleudert. Und noch einmal, weil es so schön war. Da kommt das Tor. Das sieht schon so wunderbar vertrauenserweckend aus. Niederer Dämonenfürst. Da bin ich. Ihr habt mich mit meiner Ebene entrissen, Dunkling. Habt gute Grund oder ich werd Dunkling Blut aus meinem Lohn nehmen. Ich hab gute Gründe, Fürst der Unterwelt. Ich ersuche euch, dass Sache der Dunkelelfe im Kriege unser verhasster Cousin aus der Oberwelt dienlichste sei und ihr blasses Fleisch in Stücke zu schneiden. Und welche Art Opfer bieten ihr für so Tat, Dunkling? Welche Zahlweise garantiert ihr für meine Hilfe? Ich biete euch, Fürst der Dämonen, die Eier von einem silbernen Drache, einer selbstgerechten Lichtkreatur. Ihr könnt mit ihnen machen, was ihr wollt, im Gegenzug für meine Hilfe. Dummer Dunkling, glaubt ihr, ich werde auf so eine simple Täuschung reinfallen? Ich? Was meint ihr, oh dunkler Fürst? Das sind... Die sind falsch, Dunkling.
Ich würde es als Opfer nehmen, wären sie echt, aber jetzt habt ihr mich beleidigt. Geht zugrunde, kleine Dunklingsfrau. Nee, Lolf, beschützt euer Treu. Plätsch, tot, trotz Magiewiderstand. Wie könnt ihr es wagen, mich erscheinen zu lassen? Wie könnt ihr es wagen, mich mit Eier aus verhasstes Silber zu lockern, mich dann aber zu bescheißen? Ich mag am liebsten die ganze Stadt in Schutt und Asche legen. Haltet ein, Dämon. Ich bin die Tochter von der, die euch beschworen hat. Und ich habe die Eier noch, denen ihr sucht. Ich biete sie euch als Opfer an. Ihr macht mit den Eier gar nichts, Verehrer. Gebt sie her oder ihr müsst sterben. Ihr bescheißen mich, ignoranter Narr. Ihr seid für mich ohnehin nie von Nutzer. Lolf wird euch als Opfer genießen, Dämon. Ich befehle euch, vernichtet den Verräter. Ihr habt überhaupt nichts zu befehlen, dunklen Kind. Ich werde nicht länger drunter leiden. Ich werde mich über die Eier hermachen, wenn ich über euch alle vernichtet habe. Ihr sollt verdammt sei Welt drin. Ihr habt uns alle vernichtet. So dafür sollt ihr in Ewigkeit in die Dämonengrube schmoren. Okay, jetzt haben wir den tatsächlich so als Gegner noch. Nicht schlecht. Erstmal Verehrer Schlachter. So. Verehrer hat 12.000 Erfahrungspunkte gegeben. Und jetzt der niedere Dämonenfürst. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Edwin, geh mal weg. Edwin, mach doch mal, sei so gut. Kelpens parierende Peitsche. Ich will, dass der keine Schutzzauber mehr hat. Oh, scheiße. Oh, nee, das ist nicht so gut. Aber er macht Schade bei Korkan. Ich lock sie jetzt erstmal. Hoppla. Nicht so gut. Nicht wirklich so gut. Moment. Ich habe doch hier noch die richtige Drache-Eier bei mir. Kann ich das nicht irgendwie dann Vieh noch geben? Nö. Da habe ich nicht wirklich Glück. Nee, das sieht nicht gut aus. Da soll ich vielleicht noch ein Molater. Ohne Momento. Da haben wir ja nochmal das gehabt. Okay, noch einmal. Das Ganze. Und das Ganze bliblablub noch einmal. Tritra Trollala. Verehrer Schlag mich tot ist wieder da. Und die macht wieder das hier. Die schüttelt wieder ihr Schuppe aus dem Kopf. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ansonsten würde ich sagen, wenn das wieder so murksig ausgeht, dann sehen wir uns morgen wieder. Aber ich glaube, den Dämon, für den Dämonenfürst habe ich nicht die passende Ausstattung. Den kann ich nicht niedermachen, leider. Das ist wohl ein Balor Fürst. Okay. Jetzt stirbt sie. Mutteroberin Aduleis ist tot. Und jetzt geht's hier weiter, bleibt stumm. Ah, das ist eine höchst interessante Szene des dunklen Kind. Ich bin entzückt. Nehmt die Eier, Dämonenfürst, führt unser Volk zum Ruhm. Zum Ruhme läuft's an die Oberfläche und schlacht das Schneise des Blutes durch unser alte Feinde, die Elfer. Wisst ihr, Dunkling, dass ihr Verbündete, euer Elferfeinde hier sind? Vielleicht wissen das nicht, dann achten auf ihre natürliche Form. Ja, jetzt sind wir wieder richtig. Weltrin? Ken Drower war ein Halbling aus der Oberwelt? Infiltration? Schmach, Dämonenfürst, Wache, tötet sie alle. Es wird mir Vergnügen sein, das Kind des Baal zu vernichten. Keine Gnade, denen Okay, nicht so gut. Also wir müssen so oder so kämpfen. Dann machen wir es halt mal anders. Edwin. Mach doch hier nochmal Kelpens parierende Peitsche. Eventuell kommen wir das mal durch. Dann schmeißen wir Korkan nochmal die +4 Waffe rüber, wenn das nichts bringt. Wobei Seelenschnitter +4 sollte eigentlich auch funktionieren. Und dann das wieder so. Eventuell kann Korkan mit dem Seelenschnitter ein bisschen mehr Schade oder überhaupt Schade erst machen. Nee, der ist sogar gegen +4er Waffe immun. Okay. Dann probieren wir es mit Abidalsims abscheuliche Austrocknung. Und das hat auch nichts wirklich. Nee, der hat Magiewiderstand. Das bringt so nichts. Na gut, schade. Dann haben wir nur so zwei Möglichkeiten. Da muss ich mich dann gegen Verehrer zuerst wenden, glaube ich.
Aber ich würde sagen, ich mache an der Stelle jetzt hier wirklich meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.